K-Pop als eng Musikrichtung, die an den letzten Jahren immer mehr bekannt gouf. Auch heute zu Lützeburg gibt es mittlerweile viele Fans von der koreanischer Musik. Wie können K-Pop-Fans heuer aus dem kleinen Land zusammenkommen? An diesem Reportage stellen wir erst Hallyu Lux 4, eine Gruppe, die heuer Lützeburg Events organisiert für K-Pop-Fans. Moin, ich bin Mina und ich bin 20 Jahre alt. Mein Name ist Anna, ich bin 20 Jahre alt und ich bin die von der Hallyu Lux Gruppe. Ich bin Lara und ich bin 19 Jahre. Mein Name ist Jay, ich bin 16 Jahre alt. Also mein Name ist Sandy, ich bin 23 Jahre alt und ich bin auch ein Teil von Hallyu Lux. War das dann überhaupt Hallyu Lux? Hallyu Lux ist eine Art K-Pop-Event-Organisation zu Lützeburg. Wir machen eben Cup-Sleeves für den Heim Gutscher. Was gehört dann zum Beispiel zu Ihren Aufgaben? Also wenn ein Hallyu Lux Member ist, dann holt ihr ganz viel zu den Anfang mit erstens mit organisieren, Ideen sichern und auch ganz oft für Posts zu machen, für dann auf Instagram zu posten und den Leuten Bescheid zu sagen, was wir da so als nächstes Events am Kopf haben. Wer sind dann überhaupt zu dieser Gruppe gekommen? Ich bin seit 2018 ungefähr wirklich ein fester K-Pop-Fan. Und ich habe immer darauf gewartet, dass zu Lützeburg K-Pop-Events kommen, weil ich gesehen sie immer zu Deutschland auf Insta und TikTok. Aber keiner hat immer irgendwas gemacht. Da war so, dass ich mache das selber. Wie hat es dann am Anfang ausgesehen? Am Anfang war nicht leicht. Ich war halt am Anfang ganz allein. Ich musste alles allein machen. Ich wusste gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe andere Leute gefragt, die das in Deutschland machen. Und ich konnte dann ein paar Ideen und dann habe ich angefangen, das selber zu planen. Es war mega durcheinander am Anfang und ich sollte mir dann einfach, ich mache irgendwas, ich poste irgendwas und dann ist zum Glück den heute Shop gekommen und ich konnte dann ein bisschen unterstützen. Mit Anfang waren nicht leicht, das ist nicht so gelaufen, wie wir wollten, aber das lief mittlerweile besser. Wie sieht dann die Organisation von so einem Event aus? Für so ein Event aufzustellen, muss ich auf jeden Fall mal ein Team haben, das ist mir aufgefallen. Allein geht gut nicht. Es muss verschiedene Kontakte haben, weil ohne Kontakte kriegt man keine Erlaubnis, für ihr Schnaps zu machen. Eine Sache, die wir eben freiwillig machen, das ist einfach nur das Show, dann für die einen, die sich um das Event schon kümmern, dass die durch den Event vom Cup-Sleeve den Design für bereden. Oder andere, die müssen noch E-Mails machen, anrufen, nachfragen, wenn ich was wo alles so laufen. Es muss viel aktiv sein, es muss Zeit opfern können, es muss motiviert sein, es muss posten können, es muss viel organisieren, planen, es muss ganz viel schreiben, ganz viel E-Mails machen, ganz viel SMSen. So, natürlich muss auch schon ein bisschen diszipliniert sein. Wir können die meisten vom Hallyu Lux Gruppe an der Uni oder an der Schule sehen. Einen großen Aufwand. War das dann ein Cup-Sleeve-Event? Ein Event an einem Bubble-T-Shirt. Wo wir den Geburtstag von einem Idol aus einer K-Pop-Gruppe feiern. Wenn ihr so Wasser hört, dann würde ich so rundherum so ein 8 Papaya-Stück. Und das dann halt vom jeweiligen K-Pop-Idol ist dann halt entweder also die Nummer drauf, mit dem Geburtstagsdatum eben drauf, wo da vielleicht dann noch ein Spruch oder eben Bilder von ihm drauf sind. Wir treffen uns heute mit all unseren Members. Das ist so, dass Leute können reinkommen, für sich aus zu trinken zu kaufen. Wir sitzen, wir chatten ein bisschen. Treffen eigentlich Leute, die dieselben Interessen haben. Das ist einfach für das eben auch neue Kollegen von können. Wir tauschen uns Fotokarten, wir spielen Spiele und heute machen wir auch Mini-Dance-Events. Von wem geht der dann unterstützt bei Ihren Events? Wir haben 2 Leute, die uns hauptsächlich unterstützen. Ein Kehr ist den heute Shop, Gocha. Und sie unterstützen uns mit den Cup-Sleeve-Events. Wer konnte den Besitzer vom Bubble Tea Shop Europur vorstellen? Moin, mein Name ist Sascha und ich bin der Besitzer vom Gocha Club. Was bedeutet denn überhaupt Gocha Club? Gocha heißt am Anfang so viel wie fermentierte Fruchttee. Wir bringen also mal ein bisschen etwas Anderes auf Lützeburg. Wir konzentrieren uns mehr auf Fruchttee, und wir haben aber auch über 20 Bubble Teas, die größte Selektion hier im Land ist. Wir proposieren noch neue Guren und speziell Toppings wie den Cheesy Top oder unser Yakult-Gu. Also ist es etwas Spezielles für jeden hier in Lützeburg. Wir fanden, dass die Hauptstadt also ein großes Land wie Lützeburg so etwas Neues und Modernes verdient wird.
Wer se zu enger Kollaboration kommt zwischen Isch an dem Hollylux? Hollylux ass last Jahr am Februar bei uns kom am Hunde den echte Kapsli-Event organisiert. Und dat war flott, weil hier Idee gut bei uns Konzept passt. Und du wennst die mir richtig froh für Martinen zu summen zu schaffen. Seitdem haben wir auch schon 7 oder 8 Eventer gemacht, mit sind dann noch mehr geplant. So ein Event zu planen, ist auch bestimmt nicht einfach. Wie viel Zeit hält der Stadt dann eigentlich? Es hält ganz viel Zeit ab. Also ich kann so in sogar Talschen von einer Woche. Weil wir mehr die Idee haben, muss mehr für dich beschwatzen, wie was wo, und noch mit dem Gotcha heute zusammen gucken, wie wir dann den Event organisieren. Heinz, du hält doch Schlaf, weil ich noch ganz spät was muss anfangen. Ich muss frei aufstehen, für Sachen zu planen. Ich muss Heinz du nur der Schule noch irgendwo hinfahren, für Sachen besuchen zu gehen. Also es hält schon ganz viel Zeit, wenn dann wirklich Talschen von einer Woche Heinz hält sogar mehr wie die Woche selber. Laufen der Eventer dann noch immer so auf, wie der er Stadt vorstellt? Es lief nicht immer so, wie wir wollen. Zum Beispiel unseren allerersten Kapsel-Event war es unerwartet viel zu viele Leute, sodass wir jederin rausgehauen, weil wir keine Luft mehr hatten. Wir haben mittlerweile eine Klimaanlage gebaut und es kommen immer noch viele Leute. Wir wissen halt nicht, wie viele Leute kommen. Wir hatten auch schon beim letzten Event at least 120 Leute erwartet. Es sind aber just 60 gekommen. Es sind immer mehr Leute, die sich für unsere Events interessieren. Bei Pummel kommen da mehr, Pummel Männer. Ja, generell schenkt es aber gut anzukommen. Und die Leute sind auch immer froh, wenn sie hier sind. Und wir kriegen auch normalerweise gutes Feedback. Wir haben noch die Leute am Bubble-T-Shop gefragt, wie es ihnen dann heute gefällt. Ich finde das eine ganz gute Idee. Viele Fans von Plötzeburg, K-Pop-Fans, die können sich Zoom machen, man nicht schwatzen. Und ich fand, ja, das ist eine gute Initiative. Ich fand das cool, für Fans Zoomen zu bringen, vielleicht für sogar eine Freunde zu machen. Also es ist mega cool, dass es so ein Event gibt, vor allem so in der Nähe von Deutschland. Und das ist einfach cool.